Er fährt fast selbstständig am Flughafen umeinander, der autonome Shuttlebus. Hunderte von Testfahrten hat er schon hinter sich. Ziemlich zielsicher ist er unterwegs. Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 30 km pro Stunde. Der Flughafen Zürich will der erste Flughafen von Europa werden mit fahrerlosen Shuttle. Im Moment hat es hier noch einen Chauffeur zur Sicherheit. Als erste Passagiere fahren Leute mit, die am Flughafen arbeiten. Wir testen automatisierte Fahrzeuge, weil sie zu mehr Effizienz beitragen können, weil sie sehr sicher fahren und drittens, weil sie dem Fachkräftemangel entgegenwirken können. 2 Busse sind im Einsatz auf einer definierten Strecke, wo sie kein Flugzeug in die Quere kommen. Ende Jahr will man die nächste Stufe erreichen. Von diesem Kontrollzentrum aus werden Busse fern überwacht. Das sei realistisch und sinnvoll, findet der Mobilitätsexperte. Ich glaube, das Potenzial ist nicht nur bei den Shuttle-Bussen, sondern eben auch bei Shuttle-Taxis. Es ist in allen Bereichen, wo wir in Zukunft automatisieren können. Wir haben dort ein großes Potenzial. Zum einen, weil wir ohnehin einen Fahrermangel haben, aber auf der anderen Seite auch, dass wir den Verkehr an bestimmten Stellen billiger machen können und deswegen attraktiver gestalten können. Aber trotz allem, am Flughafen Zürich braucht es auch in Zukunft noch viele menschliche Fahrerinnen und Fahrer. Wie gesagt, wichtig ist aber zu sagen, dass automatisierte Fahrzeuge gut da geeignet sind, wo eigentlich nur die Fahraufgabe ausgewechselt werden muss. Viele Aufgaben am Flughafen erfordern auch noch menschliches Handeln und da wird der Mensch nach wie vor eine sehr wichtige Rolle spielen. Dass also auch Flugpassagiere mit Bus, die selbstständig fahren, auf dem Flughafen umchauffiert werden, ist im Moment noch kein Thema.